Und die Schlacht der Götter geht weiter hier bei Dragon Ball Super. Ja, in der neuesten Episode, obwohl, wenn ich ehrlich sein soll, Kampf der Götter, also weiß nicht so richtig. Ja, vor allem weiß ich nicht so richtig, was ich eigentlich alles erzählen soll, weil es bereits gesagt worden. Und der Kampf zwischen Goku und Beerus, der zieht sich in die Länge wie so ein alter Kaugummi. Also da denkt man sich echt, das ist nicht mehr feierlich. Obwohl, heute muss man sagen, war es noch epischer, vor allem halt der erste Teil, weil, naja, so ein Goku und Beerus Attacken sind dann verschmolzen. Ganz krass, wegen so einem ganz krassen Energieball, die beide versucht haben, sich da entgegenzuschlagen und so weiter. Die musikalische Augen war auch ganz geil und, jo. Was soll man sagen, auch wenn es immer noch befürchtet war, von wegen, oh nein, dürft ihr nicht machen, Universum wird zerstört werden. Ist wirklich nichts passiert, das Universum besteht immer noch und, jo. Goku und Beerus haben sich richtig schön gefetzt, ein richtig schöner Super Saiyajin, Entschuldigung, natürlich ein richtig schöner Gott-Manier. Nur Goku eben, der dachte sich so, Super Saiyajin Gott ist zwar geil, aber ich werde trotzdem wieder zum normalen Super Saiyajin. Der hätte gehört, zum Goku ist ein normaler Super Saiyajin geworden. Der Witz war direkt vom Super Saiyajin Gott zum normalen Super Saiyajin, also sprich, er hat es gar nicht gemerkt. Nur von wegen, dass er wieder zum normalen Saiyajin wurde. Nee, nichts davon, egal, auch wenn es im Film und im Manga so war. Im Anime wurde es mal nicht so dargestellt. In der Hinsicht, interessant, oder? Aber ja, am Schluss dann Goku doch gemerkt, oh, der Super Saiyajin, krass, und ja, und so ging der Kampf weiter zwischen Beerus, dem Gottzerstörer, und Son Goku, dem Super Saiyajin, ähnlich wie ja bei Xenoverse, der bereits den Gottstatus hinter sich hatte, aber jetzt gelernt, wie er damit umgehen muss, den die Kraft absorbiert hat zum Super Saiyajin, gar keine Ahnung. Interessant dabei war, die Attacke, die Beerus und Goku, also wo beide noch Götter waren, ineinander geschleudert haben, und es zur Explosion kam, die hat Beerus absorbiert, indem er, ja, also wir haben es in Super Saiyajin 3, indem Beerus auf 100% seiner Kraft ging und damit die Attacke absorbiert hat. Jo, was Goku macht, ist auch interessant. Bug? Ein Anschlag, irgendwie Bug? Achso, wenn wir so ab. Ich dachte gerade, hey, ist irgendwie Backen zum der Genkidama. Aber nee, ist wohl so, gut. Ja, wie gesagt, Beerus ging also 100% an Kraft, dass der Goku kann trotzdem noch mit ihm mithalten als Super Saiyajin Gott, also sprich 100% Super Saiyajin Gott ist gleich 100% von Beerus. Was gemäß Film überhaupt nicht so ist. Und auch gegenüber dem Resurrection F-Film. Also bin ich sehr gespannt, wie man das in der nächsten Staffel, wenn Freezer als Golden Freeze zurückkehrt und so das Ganze machen wird. Und ja, immer noch nichts bezüglich Jumper. Also sprich, den Gottzerstörer-Universum 6. Noch kein Auftritt, nichts davon. Einfach nur halt jetzt Super Saiyajin Son Goku gegen Gottzerstörung Beerus. Und so wird es weitergehen, aber man kann dann schon damit rechnen, dass halt der Kampf der nächsten Part zu Ende sein wird. Also hoffe ich natürlich schon, und nachher müsste dann langsam mal die Resurrection F-Staffel starten. Und was ich halt echt schon hoffe, ist eben, dass man auch sieht, wie geht er zum Super Saiyajin Gott, wir müssen das noch irgendwie einblenden, natürlich das mit Panaus und so weiter, mit der Geburt. Natürlich auch nachher mit Gohan und so weiter. Weil man sah bereits heute in dieser Episode am Ende bereits das neue Ending. Und da hat Gohan bereits die Frisur von Resurrection 11 Film drin. Alter, was für Kombos hier. Da kann noch einer! Vielleicht treffe ich ihn noch! Wohl eher weniger. Sorry to bother your battle, but I'm here to put an end to it. You have made a serious mistake. This is the end for you. Schade, wäre es episch gewesen, wenn Vegeta zum Super Saiyajin Gott werde. Wo war stehen geblieben? Genau, so haben wir am Ending noch irgendwie, also Gohan da, also eben da in seinem neuen Outfit, was er auch schon mal im Film hat, Resurrection F und so weiter. Nehmen wir schon mal ein guter Ausblick, aber eben die Frage ist halt, wie viel übernimmt sie jetzt vom Film in die Saga über, wie viel wird neu sein, wie viel wird alt sein? Fragen nur Fragen. Nee, was sicher mal interessant ist, der große Unterschied zum Film, kann durchaus so sagen. Oder es kann natürlich auch sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist, aber bezweifle das ein bisschen.
Aber ist jetzt scheinbar echt, dass Super Saiyajin God Goku mit 100% Power gleich stark ist 100% Power Beerus. Könnte wohl sein, dass sie jetzt irgendwie so darstellen wollen, dass in diese göttliche Kraft, die Son Goku als Super Saiyajin God hat, oder dargestellt hat zum Schluss, dass die nur temporär verfügbar war und nachher nie mehr. Aber ein Teil davon hat Goku jetzt halt in seiner normalen Base Power und kann damit halt noch später, wenn es ein bisschen beherrscht hat, zum Super Saiyan God Super Saiyan werden, aber immer noch schwächer als 100% Super Saiyajin God, wie wir es hier sehen. Also sonst gibt es keinen Sinn, wieso nachher irgendwie Freezers Golden Freezer zwar mit Stärke sein soll, als ein Super Saiyan God Super Saiyan, aber trotzdem noch Panik vor Bio schiebt. Also gibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wieso sehen wie Vegeta und Goku als blauhaarige Super Saiyajins braucht, um Bios Platz zu machen, gibt dann noch weniger Sinn. Also nur müssen wir schon ein bisschen aufhören. Naja, so einmal zu Danks Theorien und so weiter. Ansonsten Fun-Faktor das Ganze auch. Wir haben noch Misaten gesehen, wie er Reese irgendwie angeplärt hat von wegen, ja du, bitte hilf ihm und so, mit der Welt darf nicht umgehen, nein, darf nicht sein. Danach wieder feiern gelassen hat von wegen, oh, ich mit meiner Kraft der Liebe, habe die zerstörende Welt aufgehalten, obwohl es Abuse war. Naja, Misaten eben. Was ist sonst so spannend? Ja gut, Piccolo, der noch irgendwie, also sprich als Son Goku wieder zum Super Saiyajin wurden, sie halt wieder sein Ki spüren konnten. Ging doch echt Piccolo auf Whis zu. Von wegen, du, ja, soll nicht, bitte mal mithelfen und so, wegen Son Goku und Beerus, dem Fighter. Und der Whis schon ein bisschen sauer von wegen, ey, lass mich los. Piccolo kein Wand gemacht, plötzlich keine Energieattacke angeflogen von Vegeta. Der damit sagen wollte, da kam es noch lange nicht vorbei. Piccolo so, was ist denn jetzt los? Ich finde es einfach ein bisschen erstaunlich. Ich meine, sie können Bios Energie nicht spüren, okay, kann ich verstehen. Aber dass sie danach irgendwie noch Probleme haben, da irgendwie mit Wissen so Energie aufzuspüren, da habe ich dann schon so meine leichten Logikprobleme. Aber egal, das zumindest mal hier der erste Kampf und ein bisschen kurz war. Ja, wir können ruhig noch einen nachschieben. Oh, aber sehr gerne muss mal ganz kurz Spiel neu starten. Entschuldigung, geht gleich weiter. Jo, und weiter geht's hier bei eben noch Xenoverse alias Review zu Dragon Ball Super, obwohl das Review ist bereits vorbei, also naja. Ich würde sagen, ja gut, ein Kampf noch ein bisschen länger dauert, war. Bin mal gespannt, wie wir im nächsten Part antreten werden, von welchem Charakter ich da irgendwie zeigen soll, weil irgendwie nochmal Goku als Super Saiyajin, der geht nochmal auf den Dreifachen hoch, war. Könnte ja auch sein. Man hier bei Xenoverse hat es ja auch gemacht, von wegen, ja, ich bin bereits Gott und so, die Mikro kann sich nicht mehr infizieren, aber, naja. Das ist ein ziemlich langer Kampf, war. Soll dann ja nur noch ein relativ kürzeres Match werden. Wäre fast ein bisschen zu leicht. Das hat schon Revolte vielleicht, obwohl da wieder zu lange war. Naja, versuchen wir uns mal. Obwohl, jetzt muss ich eigentlich doch sagen, also eigentlich einer der größten Unterschiede, jetzt wenn man sagen kann, zum Film, ist doch jetzt echt zum einen mal der Zeitpunkt. Also sprich, Dragon Ball Super findet ja ein halbes Jahr nach dem Kampf gegen Buu statt, nicht irgendwie 5 Jahre danach, so wie es ja im Film war. Was zwar erklärt, wieso Gohan und Trunks noch Kinder sind, aber eben nicht erklärt, wieso trotzdem, ja, unsere liebe Freundin Videl bereits schwanger ist und somit ja Pan halt am Ende von Dragon Ball Z zum großen Turnier hin auch schon viel älter sein müsste, sprich eben das Ende mit Up und allem wird halt irgendwie überschrieben. Und eben das andere halt noch, dass Super Saiyajin God Goku und Beerus bei 100% jeweils gleich stark sein sollen. Das sind jetzt so eine großen Unterschiede. Bisher jedenfalls, wie gesagt, irgendwie hieß es zuerst, die Filme werden neu erzählt und so, aber jetzt können wir eigentlich echt sagen, können doch echt Paralleluniversen sein, wa?
Das einfach alles zwar sinngemäß ungefähr gleich ist, aber trotzdem gewisse Eigenschaften anders. Jo, von der Hinsicht noch spannend werden. Auch eben wie es aussieht mit Vegeta noch mit Super Saiyan Gott werden und auch mit anderen, also Truppen-Wahl, kann man durchaus Gohan noch vorstellen, denn Trunks und Gohan sind zu klein dafür. Also klein für zu jung. Dann der Rest von der Truppe. I have to admit, you're doing a wonderful job. Ja genau, Freezer, du bist derjenige, der uns hier alle auf den Keks geht. Vermutlich in der Super Freezer Saga, wa? Ich meine, schon die erste Staffel irgendwie heißt Super Beast Saga. Wenn die zweite wird Super Freezer Saga sein. Ich nehme auch der Auftritt von Jumper, bin auch sehr gespannt, wie der im Anime rüberkommt. Die Freezer Lost! Jo. Der guckt gerne Lost. Oh Mann ey. Naja. Ich bin Saiyajin Piccolo, also in dem her dieser Spruch ein bisschen doof. Not bad, but the battle has just begun. Who are you? What do you want from me? Nix. Es ist Ultimate Gohan! Nee, normal Gohan. Er hat 2 Locken, eigentlich hat nur eine. Es ist der Schwächling! Es müsste eigentlich ein Zweifacher sein, wa? Na, Ultimate? Nö, scheinbar nicht. Er hat keinen Bock auf seine Ultimate Power. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Wobei ich ihm noch wünschen würde, dass irgendwie ein Update kommt, zum selber irgendwie Ultimate-Zustand zu werden, weil Super Saiyan 2 geht, wieso jetzt auf Ultimate? Dass ein Dreifacher nicht geht, okay, das verstehe ich ja. Und ein Vierfacher oder mit dem Gott müsste eigentlich auch gehen, wa? Wieso irgendwie der Ultimate-Zustand funktionieren soll. Schade. Hallo, wo ist sie? Mann, vergessen. Ja. Ja, schön, wo ist der Gegner? Ich bin ja S2. Na, wenn hier keiner ist, dann... hallo, wo ist jetzt das Tor? Jetzt. Ja, kann man sich ziehen noch ein bisschen. Also ab zur westlichen Hauptstadt, die West City. Wie sieht's aus? Taucht er jetzt auf oder war das immer eine schriftliche Einladung? Jo, jetzt kommt er. Super Saiyan 2 Vegeta. Jo, darf man niemals unterschätzen. Und immerhin hat er ja auch Virus ein bisschen die Fresse vermöbelt. Obwohl, der Wirbel ist ein bisschen übertrieben, aber... Ja, hat gezeigt, dass man einen wütenden Saiyajin niemals unterschätzen darf. Ich frage mich immer noch, ganz ehrlich, Leute, ein Kampf zwischen Beerus und Broly, der wäre doch so legendär. Broly, der immer stärker wird, Beerus denkt so, ja, komm nur, weil wir ein bisschen Spaß haben. Und am Schluss wird Broly so sackstark, dass sogar Beerus keine Chance mehr hat. Zumindest in der Theorie. So, ist also Wettkampfarena. So gucken, wo ist das Portal? This can't be! Ist das? Jo. Jo, und wie alles gibt. Son Goku als Super Saiyan 2. Das geht darum zu verlieren, wa? Das nehmen wir jetzt aber sehr schnell. Er kehrt zurück als Super Saiyan 3. Oder nicht? We won't be able to win like this. Oh oh. Only chance is fusion.
Hand it over. Thanks, Vegeta. Er ist zurück, Leute. Er ist da. Es ist Vegetto. Right. The fuse Ich finde ja gar nichts right. and Kakarot. I guess Final Shine Finisher. Shit. Get serious already. Hat er doch keine Chance. Super Vegito. Ja, sollte immer noch etwas auf Dragon Ball Multiverse machen und hier noch einen Dreifachen raushauen. Sonst ist er erledigt. Wo ist er hin? Take that. Good. Be sure you finish them off. Jo, denke mal, das reicht für heute. War in der nächsten Folge dann immer gucken, wie es da mit den kanzlerischen Bios und Goku aussieht. Und Vegettos Kleidung, geil, ob es dann halt ein bisschen weiterkommt. Urknall, Kamehameha, sprich Big Bang, Kamehameha. Geil. Läuft. Aber da sehen wir dann in der nächsten Folge mit dem Big Bang. Obwohl, also kann ich das jetzt noch machen, wa? Ja, das mache ich hier. Ups, was ein super Angriff, wa? Jo, Big Bang, Kamehameha! Obwohl, wir sagen Kamehameha und ist egal. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!